Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear Uf Pilzig. Ja, jetzt haben wir in der letzten Episode in dem Raum daneben den Schlüssel erbeutet. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Okay. Wir sind in einem weiteren Gang gelandet. Da geht's irgendwo rein. Da ist eine Doppeltür. Da ist eine Doppeltür. Okay, das ist nur ein Bücherschrank, tatsächlich. Mit so viele Titel wie Grün, Rot und Braun mit Grünbeschlager. Ja, wer kennt's nicht? Das sind Meisterwerke, die sollte man gelesen haben. Und hier ist wieder nur der Kleiderschrank von Alan Harper. Und vielleicht auch von einem Holzfäller, ich kann es nicht genau sagen. Machen wir mal die Dinger zu. Und gucken mal, dass wir hier durch... Okay, der ist verschlossen, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist ein bekanntes Werk, glaube ich. Ich kann aber nicht sagen, von welchem Künstler das ist. Ich habe aber mittlerweile herausgefunden, dass der Nachtmar vom Johann Heinrich Füßli kommt. 1790 ist das Bild. Also das Bild ist von 1790 und von dem Schweizer Engländer oder schweizerisch-englischer Maler Johannes Füßli gemalt. Johannes Heinrich Füßli. Klingt irgendwie goldig, möchtest du ein Füßli? Ja, und das Bild ist um 1790 entstanden. Der Künstler selber hat auch vom frühen 18. Jahrhundert bis, ich glaube, 1846 oder so gelebt. Also es ist so in seiner mittleren Phase eigentlich. Und brennt noch was? Liegt da was drauf? Oder wenn man das sehe, was da ist? Ich glaube nicht, oder? Nur ein Lagerfeuer oder was da drauf ist, sehe ich jetzt nicht genau. So nebenbei mal. Ich meine ja nur. Oh, jetzt können wir da durch. Okay. Also das können wir entweder ins... Ah ne, Quatsch, von da sind wir ja Kummer. So ein Käse. Von da sind wir Kummer. Da können wir nicht rein. Wir können jetzt zwar hier rumspazieren und hoffen, dass wir runterkrachen, aber das passiert irgendwie nicht. Also müssen wir wohl oder übel hier über den Dachboden weitergehen. Okay, hier sieht's schon... Okay. Da kreischt irgendjemand arg verzerrt. Verdammt, wir sind erst bei knapp 3 Minuten. Ich pack's nicht. Oh oh. Jumpscare Ahoi. Und es kreischt aus der Kiste raus. Einen herzlichen Glühstrumpf. Bitte, dass da jetzt kein Kobold oder so drin sitzt. Pfui Teufel, Gliederpuppe. Igitt. Okay, na wenigstens gibt der Schrei Hals jetzt Ruhe. Machen wir mal lieber zu. Ich kann sowas nicht sehen mit einer eklige Bopper. Ich glaube mittlerweile, das ist sowieso bei jedem Horrorspiel, wenn es entwickelt wird, mittlerweile festgelegt. Es muss mindestens Bob drin vorkommen, sonst ist das kein Horrorspiel. Pfui Teufel. Na gut, dann müssen wir wohl hier weiter. Spiel, okay, das lässt ja keine großartige Möglichkeit hier zu. Und Asura oder so können wir hier sowieso nichts. Der ist jetzt mal nicht zugepatscht, aber ja, hier gibt es ja sowieso nichts. Oh, Eva hat so einen Ruckler gemacht, so ein... Wissen nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber das ist nicht gut. Slenderman ist wahrscheinlich in der Nähe. Okay, wieder die berüchtigte Rattefalle. Und da sind wieder die weltbekannte Titel wie Blaue, Beige, unkassettierter Einband. Okay. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe oder Psychiater, konsultieren. Okay, das scheint ja wohl so ein Schnellcheck
zu sein aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist auch mit einer Männerschrift unterschrieben oder ausgefüllt. Ich glaube mal, das ist für ihn, weil aus seiner Sicht, es spricht definitiv dafür, dass der Mann schizophren ist. Wir sehen es so an seinem Blickwinkel schon und wie er die Dinge wahrnimmt. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere. Ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit. Nicht bemerkt. Ja. Okay, das ist schon heftig, wenn der Schlaflosigkeit nicht etwa bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhaltung schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren. Definitiv. Oh je, sehr freudloser Mensch. Depersonalisation. Was soll das überhaupt bedeuten? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen. Könnte vom Unfall kommen, wahrscheinlich wegen seinem Humpelbär. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv-aggressiv. Ja, genau. Du bist passiv-aggressiv, mein Lieber. So drauf einen Schluck. Anfälligkeit für wütendes. Ah ja, das hatten wir schon. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen. Hat er anscheinend nicht. Na dann. Aber ich glaube, mein Lieber, du solltest definitiv zum Spezialist gehen. Zum Psychodoc. Ich glaube, du bist definitiv schizophren, mein Lieber. Wahrscheinlich auch paranoid schizophren. So. Ah ja. Jetzt fangen wir wieder an, Schädlinge zu sehen, wo kenne ich sind. Der Suffkopf sieht die weiße Mais. Reizend. Da wird einer... Ich kann es gar nicht sehen. Ich kann leider nicht rauszoomen. Das ist sehr, sehr schade. Ich tät ja gern an sowas rauszoomen, also mal. Da wird einer entweder aufgeschnitten oder bemalt. Und da ist so ein Satyr, der noch so ein Eimer dabei hat. Sehr schöne Szene. Kann ich aber leider vom Künstler her jetzt nicht benennen. Tut mir leid. Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, ich bin ja eher ein Kunstfreund und kein Kunstkenner. Kunstgeschichte habe ich nicht studiert. Ich habe auch Kunst studiert. Und als Archäologe, da hat man nicht so viel die moderne Künstler mit dabei im Studium. Eher mal so ein paar griechische, römische, antike Werke. Okay, da in der Spalte können wir auch eine 3 Luge oder so. Dann bliebe noch der übrig. Oder die hier. Die könnte aber verschlossen sein mal wieder. Ne, ich will es gar nicht rausfinden erst einmal. Ich mag jetzt erstmal hier gehen. Falls wir noch reinkommen. Make up your mind. Entscheide dich. Können wir da reingehen? Geht das? Das geht nicht. Okay. Vielleicht wenn Licht da ist. Licht ist immer toll, wie ich finde. Der Mann ist ja auch unfähig zu springen, wegen seinem Humpelbär, wegen seinem Klumpfuß, was auch immer der hat. Das geht also nicht. Und ich mag mich jetzt auch nicht umdrehen, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Müssen wir wohl leider dort hier. So what? Jetzt sind wir wieder in so einem Salon. Nicht in einem blauen Salon, aber wir sind in einem Salon mal wieder gelandet. Ist da eine Laterne? Ne, nur ein Kleiderständer. Schade drum. Ich warte irgendwie nur mal drauf, dass die irgendwann gucken und mit flüstern oder so. Das steht irgendwie noch aus, finde ich, auf meiner Horrorliste, dass sowas noch kommt. Oder dass das Ding irgendwas macht. Dass die Jagdtrophäe sich vielleicht irgendwann rächt. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, right round. Ja, ich kann noch Quatsch machen, solange das Spiel noch nicht richtig losleckt. Ich bin mal sicher, das kommt sehr bald. Wir sind ja auch erst im 2. Level. Ich glaube, das ist noch Fundstücke gelevelt, sortiert. Machen wir einen Shutter? Nee. Wir haben zwar einen gewaltigen Shutter, aber wir werfen keinen Shutter. Okay. Ja, ich glaube, das ist definitiv in die Abschnitte geteilt, was der Mann sammelt. Und dann ist es gelevelt und wir sind jetzt erst im 2. Level von 6 Stück. Das heißt, wir sind noch am Anfang. Ah, na, was ist dann das?
Alter. Alter. Etwas so ein Riese, Troll, Turse, Oger, was auch immer, der sich durch hier so ein Mensch petzt und sich hier an so einem Torsen delektiert. Na, herzlichen Glückwunsch. Also du musst ja ein kranke Schwein sein, wenn du sowas als Bild irgendwo aufhängst. Na, herzlichen Glückwunsch. Am liebsten ins Gästezimmer rein, damit du Leid signalisierst, nicht willkommen. Wenn man wieder dieses ugly Hexengericht, oder was auch immer das sein soll. Meine Fresse. Okay, Halbzeit. 10 Minuten sind vorbei. Alter, das macht mich fertig hier, das Bild. Das ist... Oh, ist das eklig. Achtung. Okay, es ist... Okay, es geht nur in die Richtung nicht auf. Okay. Hui, 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 hui. Hui, was war denn das? Was war dann das? Oh. Oh, da ist was passiert. Ding. Mi. Das war so kurze Andeutung von der Psychomusik. Okay, da ist ein Safe in einem ugly Bild. Okay, das können wir zwar drehen, aber wir haben hier keine Safe-Kombination. Von daher sollten wir uns vielleicht jetzt mal umgucken, ob im Psychozimmer was ist. Damit wir das Ding knacken können. Wäre extremst knorke, wenn das ginge. Okay, die Vitrine sind fortgesprungen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt dort durchgehe, dann war's das. Ah, da liegt der Kombi. Okay. 729, das kann ich mir gerade noch so merken. Dreher und Wände können wir es nicht. 729. Okay. Alter Falter, ich glaube, das ist das geschmackloseste Ekelbild, was ich ever gesehen habe. 729 war's. Okay. Nochmal gucke. 729. Okay. Dann machen wir das mal. Ah, 70 wahrscheinlich. 7. Kann man das bestätigen? Ach, Mist. 7. 2. Mist. Nochmal. 7. 2. 9. Können wir das irgendwie... iLogger oder so geht nicht? 7. Ne, Moment. 7. Okay. 2. Okay, macht dann nix. 9. Na? 729, das ist doch unser Passwort hier, oder? Oder 729, ich kann es jetzt nicht sagen. 729. Das ist für mich 70, 20, 90 bei dem Safe, wenn nur 10er Zahlen übrig sind. Aber ich kann das auch nirgends einloggen, jetzt mal ohne Quatsch. 7, ja. Ich kann das aber nicht mit X, mit Viereck oder mit Dreieck bestätigen. Die L-Taste funktionieren hier auch nicht. Auch nicht, wenn ich L3 oder R3 drücke. Ne, da macht er nichts. 7. 2. Na? Macht das sogar das nämlich. Das ist sehr suspekt. Das mal von der anderen Richtung vielleicht. 7. Ach Mann, das ist doch Quatsch. Nochmal 7. Ach Mann, ich bin doch auch ein Knödelkopf. 7. 2. 9. Ja, dann mach doch, Mensch. Das ist jetzt doof. Also das finde ich gerade etwas nervtötend. Vielleicht auch 9, 2, 7.
oder 2, 2, 9, 7. Do macht er nix. Das ist doof. Das ist jetzt gerade echt doof. 7, 2, 9. Ja, ja, das habe ich schon kapiert, mein Lieber. Ich finde es auch schön, dass hier der Code so locker zugänglich ist, aber ich krieg's nicht. Uff, das ist das Problem. Das ist das verdammte Problem. 7. Lock dich ein. 7. 2. Immer so. 9. Ich bin gerade etwas überfroht, um ehrlich zu sein. Ich dachte 9, 7, 9, 7, 2. 9, 9, 2, 7. 9, 2, 7. 9, 2, 7. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Wenn du dich mal einloggen könntest, mein lieber Herr Gesangsverein. Nee, das tut mir leid. Das kriege ich jetzt einfach nicht. Das kriege ich jetzt leider nicht. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich verdummbeitel hier noch die restliche 4 Minuten und probiere es selber rauszufinden, weil ich will das haben, was da drin ist. Oder ich mache einen Cut und gucke noch, wie das funktioniert, weil ich will das echt haben. Und ich meine, wir stehen hier direkt davor. Und nur weil ich jetzt hier Problemsteuerungen habe, soll das uns nicht verhindern, dass wir hier das Zeichen finden, was da drin ist. 7, 2, 9. Komm. 7. Ach Mensch. 7, 2, 9. Ich mache mal an der Stelle einen Cut und wir sehen uns dann sofort, ihr liebe Leute. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt rausgefunden, es soll zuerst gegen den Uhrzeigersinn, dann im Uhrzeigersinn und dann wieder gegen den Uhrzeigersinn verwendet werden. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Also 7, 2, 9. Es tut sich nichts. Es tut sich absolut nichts. Ich habe gehört, es soll manchmal recht tricky sein. Vielleicht müssen wir es nochmal hier triggern. 7, 2, 9. Dann nochmal hier hingehen und dann nochmal so ausprobieren. 7, 2, 9. Nee, der will nicht. Der will echt nicht. 7, 2, 9. Mag er nicht. 7. Vielleicht mehrfach. 7, 2, 9. 7. Ach, ist das ätzend. 7, 2, 9. 7, 2, 9. 7, 2, 9. Hopp, jetzt gehe ich schon auf. 7, 2, 9. Nee, das will nicht. Das will mich verarschen, ihr liebe Leid. Das tut mir echt leid. Ich krieg's leider nicht hier. Irgendwo ist da ein Bug drin oder ich kann nicht richtig einloggen oder sonst was. 7, 2, 9. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, was gegen die Uhrzeigersinn ist und was nicht. Vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht habe ich es auch irgendwie umgekehrt verstanden. 7, 2,
Nein. Ja, das funktioniert nicht. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Layers of 4 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.